den Arbeitsminister. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, das hat bald alles gesagt. Bald alles. Auch nicht verschieden verrenken, aber bald alles, was gesagt geht. Und das Projet de loi geht darauf zurück, auf den 9. Februar 2023, an das damals ein Depot gemacht ging, vom damaligen Arbeitsminister, dem Georges Engel. Und das damals darum gegangen, den Plan de maintien de l'emploi für die besser zu machen. Das ist der Projekt, den deposiert ist, den auch hier noch an der Chambre präsentiert ist, aber wo Madame Morgenthaler ja auf die Einzelpunkte angegangen ist. Das ist auch geschwärzt gehen, an einer Strache gehen, dass seit 173 vom Koalitionsakkord steht, dass das Regierung auch gerne beim Plan de maintien de l'emploi, aber nicht beim Plan, aber beim maintien de l'emploi, andere Akzente gibt setzen. Das ist aber wichtig, weil das eine Verbesserung ist. Ob die Verbesserung weit genug geht oder nicht, da steht für ihn darauf angegangen. Und es scheint mir auch logisch zu sehen, dass die Evaluation kommt und dass wir auch gucken, was nach alles muss geändert gehen, für den Maintien de l'emploi besser zu machen. Wir haben als ein Projekt, den vom Conseil d'État, von der Berufschambre, wo eine Berufschambre mehr kritisch war wie andere. Und dafür gebe ich so, will ich merci so für die Zustimmung. Ich verstehe aber auch die Seitenhieb, respektive die Kritik, die plätzeweise umgebracht wird. Und das auch für uns selbstverständlich, dass wenn das bis läuft, dass man das auch nach ein Jahr evaluieren. Und das ist genauso wichtig, dass man auch noch ein Jahr mal Maintien de l'emploi Werte beschäftigen, was wichtig ist für Arbeitsplätze, können zu erhalten, an Arbeitsplätzen auch können aufzusichern. Und für heute wollte ich merci so alle den Leuten, die dazu beigetragen haben, für das Maintien de l'emploi dann so gestimmt wird mit den Amendements, so wie dann den 9. Februar 2023 deposiert wird.